Hoi! Heute fangen wir an. Ben und ich, wir laufen jetzt auf Brig. Ehrlich gesagt auf den Wanderweg 61, da geht es weiter. Ja, wir sind jetzt hier an der Kreuzung nach Dresden, im Dresden. Und wir gehen Sophia abholen. Weil Sophia kommt 3 Tage zu uns. So schön. Myself as a part of the whole. Grow some food for my family food bowl. Stand my ground but give up control. Know the boundaries but tear down all the walls. Won't give up or give in to apathy. Gonna plant a tree then plant another 3,000. Now's the time to start feeding my soul. Feeding the soil, believing anything is possible. Some things become clearer. The end of my life is always getting nearer. Focusing on the things that bring meaning. Food, community, love and healing. I'm getting tired of all this moving around. Wanna bring it back home to a simple piece of ground. Been talking about it till my mouth is dumb. But all I wanna do is make a deeper connection with some earth people fair. Well, I've been looking for the earth people fair. I've been looking for the earth people fair. Well, show me where to find the earth people fair. Yeah, yeah, yeah. Claudia, was genau bist du am machen? Zwiebeln knollen. Säen, Blumen, Zwiebeln knollen. Und wie viele 100 Blumenzwiebeln hast du gepostet? Ich weiss es nicht, aber wahrscheinlich so um die 200, 250. Du hast die 100 von unten. Nein, das sind glaube ich inklusive von 100. Also 250 Blumenzwiebeln werden gepflanzt Über heute. 250 Löcher. Also gut 250 Löcher, die wir heute Abend graben. Sophia, Claudia und ich. Ja. Weil Farbe, weil die von der Straße unten sollten das Blumenmeer sehen, das ist unser Aushängeschild. Ja, so ist es. Ganz viele Blumen in ganz viele verschiedene Farben. Sind die kleinen Sachen im Leben, die Freude machen. Und ich habe mega Freude. Wir haben einen Ort gefunden. Es ist uns gezeigt worden, danke Felix, wo man Plastik kann entsorgen kann. Also es gibt die Plastikentsorgungssäcke, da kann man holen beim Schreiben und Schmied GmbH im Briglis. Und das ist der Hammer. Wir haben das früher auch schon immer gemacht, Südtiken. Wir haben so viel Abfall gespart mit Plastikrecycling. Und jetzt, wo wir es da wieder machen können, habe ich mega Freude. Sehen, würdest du gerne Bus fahren? Das ist ein bisschen langweilig. Du, aber weißt du, wo wir gehen? Wir gehen auf Besuch. Wir gehen jetzt mit dem Gondeli rauf und dann gehen wir wandern. Wir sind wieder mal mit dem Simon unterwegs. Mit der Hauptfamilie von Dresden unterwegs. A stray alien wandering this ancient land. So much of the dream that I feel. Erstmal, Fena ist das erste Mal mit Gondeli. Haha! Fena, wie fühlt es sich so an? Oh, ich glaube, Fena hat ein bisschen Angst. Fena! Oh. Ah, so. Über die Wolken. Heute hat es zwar gar keine Wolken. Ein wunderschöner Tag hier im Oberwallis. Du, Claudia, wo gehen wir jetzt nochmal hin? Auf Riedmerell. Riedmerell. Und Ja. Riedmerell ist der Riedmerell. ist der Simon. Die also sein Ferienhaus. Genau. Und der Simon kennt den. Weißt du, dort, wo ich bin tanzen, mit dem Simon bin ich. Genau. Und dort gehen wir mit ihm und seine ganze Familie Wanderungen machen. Und dann gibt es von Nacht Fondue.
Also ich freue mich, du dich weniger, gell? Ja, ich Gib für weiß dich. etwas anderes, aber easy. Ja, aber ja. Ja, ja. Hey, aber ich zeige euch dann ein paar Bilder von Ried Morell und drum und dran. Und ja, ich wünsche einen schönen Nachmittag miteinander. So, der Ausgang. Der Ausgang. Ist da nicht ab. Und jetzt laufen wir wieder rauf, wir sind falsch gelaufen. 50-50 Chance. Der eine Weg oder der andere und wir sind der andere. Dream that I still don't understand. Been looking at you, but I'd rather see you and follow the path of that old dark emu. Someday my body's gonna breathe its last, yeah, I'm aware. Sehen die da hinten? Der Villa. Was ist das eigentlich für ein Statement? Eine Villa da oben aufstellen. Was hat der dort mal aussagen, wo er auf 2200 Meter oben eine Villa aufstellt? Jetzt ist es ein Pro-Natura-Museum. Wir gehen schauen, gell? Ja. Schon noch krass, so eine Villa. Einfach so eine grosse Villa. Die ist schon noch schön. Aber es ist schon noch schön. Der Sir Ernest Cassell, ein englischer Banker, war eben das dekadente Typ, der unbedingt ein Statement machen im Walliser Bergen. Aber du, ich als Engländer, der auch grössenwahnsinnig Projekte vorhat im Walliser Bergen, verstehe das total. So hoch sind wir oben. Da war früher ein Gletscher. Man stelle sich vor, es hätte noch Gletscher gegeben hier oben. Und mir ist jetzt gerade gesagt worden, all die Steine. Wie sagt man denen? Ja, das sind glaube ich noch die Moränen, oder? Moräne. Die Moräne in den Steinen, da ist eben der Gletscher durchgerutscht. Für all die, die es noch nie gesehen haben, so wie ich. Wo ist mein Finger? Ah, jetzt nein. Das ist der Matterhorn. Dort. Und da ist er. Last, yeah, I'm aware that this too shall pass. Till then, I'll keep singing to the open air, hoping there's time to advance Earth people fair. Earth people fair. Well, I've been looking for the Earth people fair, yeah. Also Billy hat Claudia gesehen, weit weg vom Stall und hat gefunden, wow, vielleicht gibt es Goodies. Und ist voll da raufgekommen. Hä, Billy, und ich habe nicht einmal etwas für dich. Mal, schau, ich kann dir ein kleines Kräutchen geben. Schau mal. Billy. Oder doch nicht, hä? Und wir sind jetzt hier oben am Baum versorgen. Beim zweiten Hühnerstall. Das gibt einen Hühnerstall da hinten. Und ja, weil am Samstag, also das heisst, wenn wir fertig werden mit dem Hühnerstall, kommt am Samstag der neue Gückel. Für all die, die mitlesen und mitmachen, erwartet ihr all den Axel. Aber der Axel ist eben doch kein Gückel, darum kommt der Johnny. Der Johnny Rotten. Gell? Ja, Ja. Ja aber er ist ein geiler See. es ist wieder mal Zeit für Pause. Claudia ist auf Brick. Sie hat einige Sachen zu erledigen betreffend Firmengründung und drum und dran. Und ich bin da eben weiterhin am Hirn. Man sieht es da hinter mir, der Haken schon da bis zu dem Punkt. Jetzt muss ich noch mehr Gitter, also noch mehr Haken suchen, weil ja, nichts ist gekauft, alles ist recycelt. Wir nehmen es vom Land, wo es nicht mehr gebraucht wird, nehmen wir es weg und tun es dort hin, wo es gebraucht wird. Because there's no such thing as waste, wie immer. Ja, wie das Häuschen, oder? Perfekt für ein Hühnerhäuschen. Passen gut. 10 Hühner rein. Locker! Und dann haben sie immer noch Platz. Ja, ich mache jetzt Pause und dann geht es weiter im Text. Übrigens, es herbstelt schon mega im Paradies in Trieste. Ist ja klar, es ist ja auch schon Oktober, aber mega schön, überall die Farben, herrlich. Show me where to find the Earth people fair, yeah, 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 yeah.
da sind. Einen halben Tag, Claudia war sogar noch im Krieg und wir sind schon so weit. Hier ist Stall Nummer 1. Hier ist Stall Nummer 2. Und ja, den Vogelschutz habe ich hier oben. Den habe ich auch schon angefangen. Bin ich am Weitermachen jetzt. Aber ja, das ist Hirnenhaus 2.0. Ich sehe hier oben beim Spannen haben wir uns schon verbessert zum ersten Mal. Es ist auch viel gespannter und viel dichter, viel besser als der erste. Wir werden von Mal zu Mal besser. Ja, so soll es sein, oder? Learning by doing nennt man das. Kein Meister ist vom Himmel gefallen und auch jeder Meister kann etwas lernen. Ich bin, hey, auf jeden Fall jeden Tag was Neues am Lernen. Apropos, im Facebook hat es eine Paradies in der ersten Page. Und dort habe ich ein paar Buchtipps und Homepage-Tipps und alles gegeben, wo ich schauen kann. Also im Facebook eingeben, Paradies in Dresden, und da hat es Buchtipp zu den Waldgarten, da hat es Homepage-Tipps zu den Naturnerds, und ja, ich mache auch gerade einen Link zu den Naturnerds da unten im YouTube. Weil, ja, ich soll doch wissen, was ein Waldgarten ist, also ein Food Forest ist und wieso wir das da brauchen hier oben. Wir haben noch 16 Tage. Macht bitte mir noch mit. Wir haben noch 15 Tage. Wir haben noch 40. Egal, wenn du das schaust, wir haben noch Zeit. Bitte macht mit bei dem Crowdfunding auf We Make It, ein Food Forest für Dresden. Danke. Die Hühner inspizieren schon, ob und wie und überhaupt. Was ist denn das, fragt sie sich. Hey Mädels, Joe! Das ist euer neues Nachbarshaus. Das ist nicht für euch, für eure neuen Nachbarn. Joe, der jetzt nicht auf dem Bild ist, natürlich, hat heute Morgen zum ersten Mal gegeckert. Aber darum will er nicht aufs Bild, weil er schämt sich noch, weil es kommt noch nicht so richtig raus. Das ist so, der Stimmbruch ist so noch nicht richtig passiert. Aber er kommt, er kommt. Wir sind schon den Boden vorbereitet für den Food Forest. Genau das ist so eine richtig gute Funktion von einem Huhn. Die den Boden aufmisten und gleichzeitig auch düngern. Und ja, ich sage euch, jedes Tier hat mehrere Nutzen, ohne dass man es isst. Hühnerstall haben wir fertig, die zweite 2.0 Hühnerstall. Und jetzt sind wir da in einem Teil vom Food Forest, gerade bei der Höhle zu. Ja, ja, und fachmännisch, jetzt ein bisschen fachmännisch gesimpelt. Die Claudia hat mich auch gerade gefragt, du, wieso tun wir jetzt da Bäume rausschneiden? Ja, wir sind jetzt da, wo es ganz fest verwachsen ist. Ich sehe da rundum ganz viele Laubäume und es ist ganz schattig bei uns. Da tun wir jetzt rausschneiden, damit wir die Sukzession vom Waldgarten wieder neu anfangen können. Das heisst, wir gehen wieder zurück zum freie Luft und Licht und damit wir Beeren, das Sträucher und so da, zu der Sträucherphase zurück können gehen. Genau, weil da ist einfach alles Hochstamm. Darum, fachmännisch, Claudia, wir schneiden es zurückschneiden, um die Sukzession neu anfangen. Sehr gut. Tell them you're dreaming. We need more dreamers like you. Tell them you're dreaming. Cause dreams lead to things that you do. When you see in your mind what can be, then in time you just might make your dreams come true. Freitagabend. 10 vor 5. Ich
Ich bin jetzt auf dem Weg, um den Patrick zu treffen. Weißt du? Der Selbstversorger Naturbelassen. Da auf YouTube. Der Link da oben. Ja, haben wir geschrieben, gerade letztens gesagt, du Colin, Freitagabend treffen wir uns. Dann gehen wir da für ein Ausflügel. Hat ein paar gute Sachen für dich und für mich und für uns beide, wo wir können von der Natur verschieben können. Ich fand, ja du, keine Ahnung, ich komme einfach mit. Und darum, bis es regnet, habe ich meinen Regenhut angelegt, Regenjacke und bin jetzt unterwegs. Ich habe Freude. Wirklich, da mit dem Patrick unterwegs sein, kann noch gut sein. Also ehrlich gesagt, egal was er vorgeschlagen hat, hat er gesagt, ja ist gut, ich komme. Noch schnell Bier holen, hat er gesagt. Noch schnell. Ja, jetzt sind wir mit den Leitern im Baum Affen. Und ja, morgen wird es schönes Wetter, weil irgendjemand geht der Baum darauf von uns zwei. Bum. Jawohl! Also während sich der Patrick jetzt am Umziehen ist, würde ich dir sagen, wenn du wissen willst, was wir jetzt alles am Machen sind, musst du ab Ende von unserem Video, wo jetzt am Schauen bist, am Schluss, musst du sofort auf Selbstversorgung und Naturbelassen direkt übergehen, dort das Video schauen, weil das, was wir heute Abend unterwegs zusammen machen, das seht ihr dort. Ja. Geht schauen. Hey, und wenn ihr gerade dort sind, abonnieren, liken. Ihr kennt es ja, es hilft uns allen. Danke. When I was younger, they told me I was no good, but I was a dreamer. So, also ich habe jetzt schon mal die Elli in ihren neuen Stall gebracht. Wir ein paar Mehlwürmer versteckt. Und das zieht bei der Elli immer. Gell, Elli? And so I knew that I would change up the scene with stuff I dream. Ja, und nachher kommt dann der Johnny. Gell? Du bist nachher mit dem Seidenhuhngückel. One that came true was making music and you. Ja, der Colin ist jetzt gerade der Johnny am Abholen, der neue Seidenhuhngückel. Und ich habe unterdessen schon die Elli aufgebracht. Jetzt schon mal kann ich ihr neue Zuhause erkunden und ein bisschen in die Augen scheinen. Und sie ist hier mega zutraulich. Ich konnte sie vom unteren Stall in den Oberstall auftragen. Ja, einfach noch ein paar Mehlwürmer dabei und dann klappt das schon. Ja, ich zeige euch jetzt gerade mal. Jetzt kann sie nämlich runterschauen auf die anderen. Ich zeige euch gerade mal den Ausblick von ihrem neuen Stall. Ja, da oben sind wir jetzt in der Elli ihrem neuen Stall. Und da unten, genau da, sind die anderen. Ja, und das ist jetzt der Elli ihres neuen Zuhause. Und da ist sie jetzt gerade drinnen im Stall. Elli, bist du fleissig am Picken? Hast du Mehlwürmer gefunden? Can make up whatever you wanna do. So, ja, jetzt probieren wir mit der Elli mal schon einen kleinen Test, weil sie hat ja vorher das Fenster entdeckt. Und jetzt schauen wir mal, ob sie mich von außen sieht. Ich bin gespannt. Elli, bin da draussen. Siehst du mich? You wanna do and go dream it too. Hey. So tell 'em you're dreaming. We need more dreamers like you. Tell 'em you're dreaming. 'Cause dreams lead to things that you do. When you see in your mind what can be, then in time you just might make your dreams come true. Also es ist wirklich unglaublich, es sind hure viele Pilze gesprießt. Jetzt, wo es so ein bisschen feucht ist und regnerisch war, hey, extrem. Und es ist so mega schade, dass ich mich einfach zu wenig auskenne bei diesen Pilzen, um die zu sammeln und wissen, welche ich nehmen kann und welche nicht. Mega schade, es hat tausende Pilze am Sprießen. Aber eben, meine Hoffnung ist, dass wenn der Etienne da ist von speisepilze.ch, dass ich dann mit ihm ein kleines Türchen machen und ein paar Pilze einsammeln und dass ich dann den einen oder anderen vielleicht kennen und künftig kann für mich verwenden. Don't be a naysayer, be a yaysayer. Ich bin jetzt heute Morgen unterwegs und habe hier unseren neuesten Mitbewohner mitgebracht. Mr. Johnny Rotten. Voilà, jetzt wird spannend. Johnny kommt raus. Elli ist parat in Position, am Fenster raus schauen, gell? Das ist seine neue Lieblingsbeschäftigung. Und so. Der Johnny kommt. Hi Johnny, willkommen. Ja. Johnny, was bist denn du für ein Schöner? Don't be a doomsdayer, say a dream prayer.
Die Sonne ist noch nicht unter. Ja, Ja, und wir sind schon weit. wir sind schon fertig. Unser selbstgemachter Gratis. Hier. Natürlich, ja. Ja, jetzt müssen wir schauen, ob es funktioniert. Oder? Genau. Und montieren. Sollen wir das Gatter sozusagen noch anschrauben? Ah ja, du bist am Filmen. Also, ich kann nicht unser Motto. Es gibt kein Perfekt. Und wer keinen Perfektionismus anstrebt, für den ist alles perfekt. Und unser Hühnerstall 2.0 ist bald so weit. Aber, es ist alles ein bisschen schräg, wie mir, aber es wird so gut. Ja, 2, 3 Schräubchen, 4 Schräubchen, ein bisschen Netz und ja, dann zeigen wir uns das fertige Produkt. Was meint ihr? Ja. Wir sind nicht ganz fertig, aber die Tür steht und hängt und bleibt. Es ist cool, der Baum ist ein Baumstopper. Dort ein Türstopper. Wir haben es jetzt alles provisorisch fertig gemacht, Netz aufgehängt. Wir machen heute für heute Feierabend. Heute wird nicht mehr gearbeitet. Aber morgen Sonntag machen wir das fertig am Morgen. Und dann sind wir schon am Video schneiden. Weil es ist ja Sonntag, also Sonntagabend. Solltet ihr ja noch ein Video haben. Ich glaube, Claudia. Hä? Was meinst du? Machen wir jetzt Sonntag fix Videoabend und immer Wochenblock. Ja, ich würde sagen, wir planen das einmal so und Ja, dann wir schauen jetzt wir, mal so, was genau. kommt. Also jetzt. Aber nehmen wir uns das mal vor. Ja, mal. genau. Also ihr habt es jetzt gerade als erstes gehört, wir nehmen es uns vor, dass in Zukunft Videos am Sonntagabend rauskommen von einer Woche und dann Sonntag bis Sonntag und so weiter und so fort. So, aber jetzt Feierabend für heute. So, also, von Patrick, danke vielmals übrigens, mega, mega lieb, haben wir da 2 Essigmütter gekriegt. Und zwar einmal für Rotweinessig und einmal für Weissweinessig, ja. Und jetzt habe ich nochmal an Patrick seine Film geschaut. Und jetzt mache ich das genau so, wie er das gemacht hat. Das zeige ich euch jetzt. Und ich verlinke euch übrigens, falls ihr auch selber herstellen wollt, dann könnt ihr das auch easy schauen. So, da ist das fertige Ergebnis. Jeweils 2 kleine Fläschchen habe ich mit dem fertigen Essig schon abfüllen und den Rest habe ich gemäß Anleitung vom Video umgesetzt. Ja, ich bin gespannt. Der Morgen ist Sonntag, ja. Also habe ich ein bisschen ausgeschlafen. Und Joe ist schon richtig am Umkehren, der Johnny auch. Aber vielleicht beim Joe ist es eine größere Sache. Weil er kräht noch nicht so wirklich. Aber jetzt, heute Morgen, ist er schon voll dran. Aber hörst du nicht? So doof. Joe, du Schöne. Heute Morgen hast du mir schon das Kikeriki geschenkt. Gibst du mir noch mal eins? Hä, Joe? One thing's for certain, and that's that nothing's for certain. You never know what's around the bend. In whatever you're dealing, just accept what you're feeling. There's no point in believing it will never end. It's changing, constantly changing in every situation. Well, the only thing that remains the same is change. Beim Hühnerstall 2.0 tue ich da rundherum dann anfangen Holz zu biegen. So Moschus und hier das Holz. Mache ich da so ein bisschen Bieg, dann gibt es ein Insektenhotel wieder mal. Und Dünger und Vergammlung und überhaupt. Und ja, wenn es viele Insekten und so Stiele anzieht zum Essen, haben die Hühner auch Freude. Ja, das ist 2.0. Hühnerstall 2.0. Und jetzt kommt gerade die Chefin persönlich zum Inspizieren und abnehmen, schauen, ob ich es da richtig gemacht habe. Ich bin schon ein bisschen nervös. Wirklich, die Chefin ist da.
Claudia, du bist busy gerade beim Bau aufräumen, so wie es aussieht. Ja, eigentlich bin ich vom Hühnerstall gekommen. Da hinten war auch noch Zeug rum, aber ja, jetzt habe ich an der Bar auch noch ganz schnell aufgeräumt. Ich würde sagen, während du am fleissig am Aufräumen bist, kann ich Video schneiden. Ja, Ja, dann würde ich sagen, liken, abonnieren. kommentieren da unten. Genau, und falls ihr es noch nicht gemacht habt und wollt auch dabei sein, hey, wir haben schon über 4000 Franken für unser Crowdfunding, gell? Ja, es fehlen ca. nur noch 19 Bäume. Genau, also machen mit, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und danke an alle, die schon mitgemacht haben. Ich glaube, Colin, was meinst du? Ich glaube, wir tun dann noch besonders etwas uns überlegen, he? Gell? Definitiv gibt es ein Sonderdankensvideo für alle, wie wir haben ja gesagt, namentlich erwähnen. Das ist das Mindeste, was wir uns für unsere Dankbarkeit ausdrücken können. Tschüss zusammen! Ciao, schöne Woche! Change is there for a reason. Can't stop ourselves.